Ensemble Vokal vun der Metrise vun der Kathedral. Et spielt de Paul Breich Urgel positiv an de Charles Breich op der klassischer Urgel. Dat ganz ënner der Direktion vum Marc Dostert. No der Entrée als Prälud sangemer Liebster Jesu, wir sind hier, Magnificat 520. Missa in honorem Sancti Dionysii vom Jean-Paul Frisch. Gloire à Dieu vom Berthier, Alleluia vom Mobay, O Salutaris Hostia vom Terry, an als Schlusslied Maria breit den Mantel aus, Magnificat 590. De Charles Breich spielt beim Offertoire in Green Pastures vom Dag, aber bei der Sortie Prélude et Fugue en Sol majeur vom Bach. Am Numm vom Pap a vom Sohn a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leef Leiit hei an der Kathedral, a leef alle goe, déi da iwwer Medien mat deis verbonne sit. Eier mat dem Herr Gott lo begenen, as engem Wut wat eis schenkt, an as engem Brot wat eis bricht, willm reis besinnen, an dem Verzeihung frohen wir Sünder schuld, wir das ma him mat strengem Herz können begenen.
Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hun, eis all eis Schuld nolosen, als ein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Erniedrigung deines Sohnes hast du die gefallene Menschheit wieder aufgerichtet und aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Erfülle uns mit Freude über die Erlösung und führe uns zur ewigen Seligkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, damit ich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. 3-mal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse.
Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Und wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Erhebe meine Augen zu dir, der du thronst im Himmel. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin, so sind unsere Augen erhoben zum Herrn, unserem Gott, bis er uns gnädig ist. Der Herr ist nahe, allen, die ihn rufen. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn übersatt sind wir von Verachtung. Vom Spott der Selbstsicheren ist übersatt unsere Seele, von der Verachtung durch die Stolzen. Der Herr ist nahe, allen, die ihn rufen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt. Seine Jünger folgten ihm nach. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge, und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, gerieten außer sich vor Staunen. Und sie sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Machttaten, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine Machttat tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, viel dir auch heierns du arme selig, so richtig armen selig, quaggelig, ohne Saft a Kraft. Iwer seg egen arme Seligkeit schwätzen, dat mischt ke gär. De Paulus mischtet. Wat de Stachel aus engem Fleisch ass den Himmel so zusetzt, wisse man net. Viel gouf drüber spekuliert. Jedenfalls seht Lesung, dass de Paulus an dieser misslicher Lach den Herrgott ganz no bei sich wusst. Do hier luef ob d'Schwachheit, an eben net ob d'Stärkt oder d'Kraft, aber sonne Schlechtungen. So stellte Paulus all gesellschaftliche Konventionen op d'Kopf, weil wir will lächlich nicht alles am Griff hun. D'Schwachheit heich liewe lassen, als irgendwie ein zentralt Wort von eisem Glaube ginn. Den obersternene Christus redet dem Paulus als enger Kris gut zu. Meng Gnot geht da durch, seht ihr, weil sie erweist hier Kraft an der Schwachheit. Das geht Magna Carta vom Christentum. Der christliche Glaube als der Glauben dorun, dass Gott sich klein mischt, an der Weg von der Niedrigkeit an Erniedrigung geht, wo sich weg ob Menschen zu. Dass hier ein von Eis geht und eiser Schwachheit deelhält, eis Leide kennt bis an den schmerzhaften Tod ran. Grad dadurch der Retter von eisal geht. Der Paulus zieht daraus die existenzielle Konsequenz. Du weinst bejohnig meng Ohnmacht, weil wann ich schwach sin ich stark. Propos vom Jesus riecht sich auch un Eis. Meng Gnot geht da durch, weil meng Kraft wirkt mächtig an denen Schwachen. Was kann das bedeuten? Sicher geht es nicht darum, sich selber klein zu reden, einen Ruf zu machen, an zu erniedrigen oder einen Minoritätskomplex zu kultivieren. Probieren wir, dem Heilige Paulus sein Message notzuvollziehen an 4 Schritt. Für das erste Mal gilt es, realistisch die Situation zu akzeptieren, an der wir uns als schwach empfangen. Die eigene Ohnmacht ohne Schönfärberei unzuholen, an die Realität nüdement, krüdement, ohne rosa Brüll zur Kenntnis zu holen. Das nicht leicht, uns selber zu akzeptieren, wenn wir machtlos sind. So wenig wie es einfach ist, die rundherum uns, die uns nachstehen, auszuhalten, weil sie machtlos sind. Als Schwachheit, zweiten Impuls, darf man Christus dahin halen. Deuten wir sie als ein mattvollzehen von seinem Weh, ein Goen matt him. Halen wir ihm als nicht für und ein. Das ist eine Form von Christus notfollig, gerade an der Passivität an am Leiden. Natürlich ohne Leiden zu glorifizieren. Vielleicht ist es der Kennzeichen von uns Christen, dass wir mit Schwächten und Schwachheit ernst umgehen lernen, weil es zugesagt ist, dass Gott selber uns ganz nah uns wirkt. Weil wir dürfen drittens darauf vertrauen, dass hier sich gerade an dieser Ohnmachtserfahrung erfuhrbar mischt. Vielleicht will Gott sich so gerade da weisen, wenn unsere Erfahrungen enttäuscht und uns Pläne durchkreuzt gehen. Wir wissen nicht, was wir ihre Wege hinaus feiern will. Wir wissen nimmer, dass es gut sie wird. Dafür sollten wir auf die Zeichen aufpassen, die hier uns schickt, an uns jeweils neu frohen, was Gottes Willen an der konkreten Situation sein kann. Ein 4. Punkt. Aus diesem Vertrauen heraus, dass Sinn Gnot bei uns ist, können wir dann als Leben gestalten, mit offenem Herz, ohne Überforderung oder Selbstüberschätzung, aber auch ohne Angst, Kleinmut oder Resignation. Dazu soll Gott uns sein Segen geben.
leef mat Christen Kraft vu Gott as et jeis leiert, mat deiser Schwachheet an Ohnmacht ernstcht ëmgoen. Do wo ich ufenken zu ménger Schwachheet an Angst ze stoen, wo ich mir an anderen agestien, hei kommen ich net weiter. Hei sinn ich mat mengem Lateinum en, do erwies man dacks vun him hier eng Force, die nei Perspektiven a Meeslichkeiten opmischt. Dobei mechte deis Hoffnung, dass den Herrgott Kreiz, Zeche vu Schmach an Erniedrigung, zum großen Zeche vom Liewen gemacht huet. Bei dem Evangelium de Jesus zu Nazareth. Ohne de berühmten Nazarether Jung wie de klenge Kaf a Galiläa nie bekannt gin. E völlig unbedeutend Dorf Matzen an der Pampa. E Provinz nascht abseits von de großen Straßen. Do wiest hier nob, verbringt de Kantet a Jugend, mischt echt Berufserfahrungen, verleset schließlich für immer. Auswärts mischt hier als Prediger an Hehler solid Karriere. Lokenten Heem. Wann de prominenten Heem könnt, sie sing Landsleit hoferig oppen, an empfänken hier mat großem Pomp. So auch beim Jesus haut. Sie hatten wo singe Wunder heieren. Eng richtig Rezeption gëtt lo fir hien de Stach vum Dorf organisiert. An hier kriet eng öffentlich Bühn, en derf an der Synagog dort zeieren. An all staunen se iwwer zing Weisheit. Aber net nimmen. Do gëtt doch kritisch Stimmen, an die holen Iwerhand. Hier passt net méi an hier Schablon, an ihren Tierrang, an den sie hier wollten ersperren. Der Roman vom Heimito von Doderach, ein Mord, den jeder begeht, fängt an. Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter. Da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will. So eng Ausstellung nennt den Determinismus. Wer der senge Mönch gött, der das zum großen Teil dadurch bestimmt, determiniert, wehen opwiest, wat wie Erfahrungen hier an der Kantheit gemacht huet. Dat kann nie aufrisselen, dat geht nie lass. Ma gesinde Jesus wie zrick könnt as eng hemicht. Fällt op durch dat, wat de kann mischt, also frohen, a wo kennt den do drun? Das dach eiser een. A wat geht den unlohe Bemole so op Tromm zu schloen, an unzugehen, as se großartig gehen. Huet de sei Geburtsscheif verloren. Memento esto conditionis tue, denk du, wo's du hier stams. An so de Kap gerüsselt, an a gut Ruf gemacht. Mir do geint wirte Jesus sich. Hier stellt all Determinismus afro. Hier lässt sich nicht festnageln ob vergangenen Zeiten a Familientraditionen. Das heilige Evangelium weist mir, wann den Sommermann zu einem Prophet geht, da muss auch mein Leben nicht bestimmt sein durch das, was andere mir über den Kopf gestülpt tun. Mein Handlungsspielraum sind zwar begrenzt, aber ich muss nicht den anderen hier Lebensprojekten kopieren. Nicht du siehst von meinen Nachbarn oder Familienmembern wiederholen oder die Erwartungen von meinen Eltern erfüllen. An Menge Lebensentscheidungen der ich darauf vertrauen, dass Gott mich begleitet. Hier dem Menge menschlich Freiheit a Begrenztheit gedeelt wird. Beim Jesus, engem Nazarether Jung, wo se schwer verkust, dass hier nicht so weit beruhigt hat, dass hier aus ihrer Reihe gedanzt war, als sich profiliert hat. Dummer wären hinnen friem gehen. Dummer gi mir, leif Brüder und Schwestern, folgende Problem erinnert. Wie viel Friemes, wie viel Neues, det eis gut. Muss man immer dasselbe machen oder auch eis an dem Hanner frohe lassen? Man muss über diesen Tellerrand ob das global gucken, da das befreit von allbeschaulichem Provinzialismus. Das global mischt eis frei vom engen Lokalpatriotismus,
wellet eis opmischt op dat méi grost. Mir umgedreht muss eis auch die Lokaldimension Herz leiien, weil sie besitzt, wat dat global net tut. Bodenhaftigkeit, Stallgeruch, Verankerung an der überschaubarer Realität Terrain. Dafür am besten beides, lokal an global. Da leihen wir goldrichtig. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Am Vertrauen op dem Herrgott sein Gutheit bringen wir lo als Gebirde an Ulais Firun hin. Wir beten für die Kirche, dass sie sich ihrer Mission bewusst ist, für die Menschen von Haut das Evangelium mit Kraft und Frieden zu verkündigen. Herr Gott, hör uns. Nous prions pour les personnes qui exercent des responsabilités dans la société, qu'elles témoignent d'un souci permanent d'amour, de justice et de paix. Seigneur, écoute-nous. Nous prions pour les personnes âgées, souvent affrontées à la solitude durant ce temps estival, qu'elles découvrent ta présence grâce à la gentillesse de ceux qui doivent s'occuper d'elles. Seigneur, écoute-nous. Wir bitten dich für alle, die du in deine Nachfolge berufen hast. Schenke ihnen Treue auf ihrem Weg und den Mut, an deinem Wort festzuhalten. Herr, höre uns. Wir beten für die Jungen, die nach ihrem Aufschluss von der Schule eng Arbeit sichern und eventuell mit Chômage konfrontiert gehen. Dass wir als Christen für sie eng steib sind und ihnen helfen können an ihren Decisionen. Herr Gott, hör uns. Wir beten dich für uns Leben verstorben, dass du sie abhältst an Fried von deinem Reich. Herr Gott, hör uns. Gute Pap, der jung Jesus Christus hat uns den Leben zu uns Menschen gewiesen. Hölle weiß, uns immer mehr und ihm auszurichten, an ihm treu zu bleiben, an unserem Leben. So können wir dich immer besser erkennen. Dafür so mir dir Merci, und wir loben dich durch ihn, Christus, als Bruder an unseren Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer. Es befreie uns vom Bösen und helfe uns, Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen, das wir von dir empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Schwachheit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinem Tod. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. An lobieren wir zusammen an für den Aner, so wie Jesus Christus selber eis gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Num sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erd. Geweis halt deis täglich Brot, verzeih eis als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Besen, weil dein das Reich an Urcht, an Herrlichkeit, für immer an ewig. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt, wie es deinem Willen entspricht, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich will euch Ruhe verschaffen, so spricht der Herr, der Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Herr, du hast uns mit reichen Gaben beschenkt. Lass uns in der Danksagung verharren und einst die Fülle des Heiles erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden. Für uns
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft an der Kathedral. Nach dëst lief Leiit, wie der wëst muss die Kirche selber die Verdrohung von der Sondesmass finanzieren und also bei Matthilf ugewiesen. Ein grosses Merci all denen, die sich schon generös gewiesen haben. Wenn ihr den Don machen, könnt ihr dat op die Fondation Saint-Germain machen, a vun de Steieren aufsetzen. Detailer dazu an der Presse an katol.lu. Ein herzliches Merci für all Gest. Den nächsten Sonntag iwwer Dom und Mass auch hier aus der Kathedral lest du den gewinnenden Zeiten, dat ist 9 respektive 11 Uhr. Ich all gut eine ganz schöne Sonntag, ein gut Woche, und damit schalten wir zurück an den Studio. Thank you.